Wo sind wir? Frag mich etwas, was ich weiß. Limburg am der Laar. Limburg am Lader. Limburg am Lader. Und jetzt suchen wir uns einen Lader aus. Im 25 Hours Hotel in Cologne, Köln, Deutschland. Next Hotel 2. Schau, was geht da an? Fertig aussieht, wie fucking Mama da. Hasi, musst schauen. Schau. Was machst du jetzt da? Jetzt muss ich mir etwas Feines zu trinken aussuchen. Und wo sind wir? Wir sind immer noch im 25 Schiess-mit-Tod Hotel und jetzt sind wir aber in der Hotelbar und es ist nur schön noch draussen. Schau das mal an. Aber es ist kein Mikrofon an. Was ist das? Ja. Sante. Oh. Ich finde es herrlich auf dieser Terrasse und ich weiss, ich muss heute keine Abwaschmaschine ausräumen. Ich bin jetzt langsam wieder ein bisschen Ferienstimmung. Ich bin auch müde, das ist ein bisschen versifft im Hirn. Ich weiss nicht, wir sind Uber gefahren mit dem Amir, wie hat er geheissen? Remi, oder? Der Remi? Emir. Amir hat er sicher geheissen. Ein richtig cooler Dude aus Syrien. Ganz lieb zu uns und hat ein bisschen mit uns geschaut, jetzt sind wir da. Weißt du, was es ist? In Köln? Also dann, oder? Also los. Hey, schau mal. Schau mal, wie verdammt nochmal schön das hier ist. Das gibt es doch einfach nicht. Wird das etwas? Du, ich sage dir, ich bin einfach ein verdammtes Naturtalent. Du kannst jetzt einpacken mit deinen Fotos. Ich bin hier im Dom. Und es kann jetzt echt sein, dass wir den Hate bekommen, wenn wir hier in den Film. Das ist eigentlich respektlos, das machst du eigentlich nicht. Aber ich muss das festhalten, es ist wunderschön. Es ist noch irgendwie eine Messe am Laufen. Die Akustik ist verdammt krass. Und jetzt gehe ich dann noch für alle verstorbenen Katzen von meinen Eltern und von mir eine 10-Euro-Kerze anzünden, für dass wir uns einfach alle gut fühlen. Köbi, wer haben wir noch? Der Findus, der Cherry, einfach für alle unsere lieben Katzen. Nett. Das haben wir in der Schweiz eben nicht. Kleine Hackfleisch. Mit Zwiebeln. Roh. Ja, roh. Das ist noch wichtig, nicht? Ja. Was ist das? Netzbrötchen und Tartarbrettchen. Mit hure viel Zwiebeln. Also besser roh. Ja, beides roh. Das hat Tartar noch so nachher. Gutes Blatt. Feine, hure fein. Richtig geil. Danke. London. Was machst du? Ich laufe da nicht in die Kasse. In Bern, nein, wir sind in Köln in einer Million. Was machen wir jetzt? Also ins Hotel. Das ist schon dumm mit dem Griff. Morgen! Was machen wir? Wir fahren jetzt auf Amsterdam. Auf Amsterdam? Und noch ein bisschen laden. Laden und hoffentlich kein grusiges Fastfood fressen. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Anheim, ey! 3/4 Stunde. Da gehen wir laden. Wir haben noch 250 km Ladevolumen. Das reicht easy. So, wir sind im Supercharger in Duiven. Sehr leer, 3% noch.
Das sind etwa 12 Kilometer. Echt nicht mehr viel. Aber Ich hätte jetzt einfach ein Casino, ein Hotel. Und wir gehen jetzt schauen. der Grenzübergang ist irgendwie nicht so. Grenzen gibt es eigentlich nicht. Es gibt dann einfach nur komische Ortschaften plötzlich. Und nicht mehr irgendwie Oberhausen, Kassel, Krussel heisst. Und jetzt haben sie von den Tagen Umbegrund. So viel zum Thema, ich will kein Fastfood mehr essen. Das Snackblatt, es geht hier vor allem um Bitterbollen. Die hier sind so frittierte Fleischkugeln. Also das ist ein bisschen Brät, glaube ich. Und dann tut man das zusammenkleben. Ja, du musst gar nicht einen auf Happy Healthy machen. Er hat das bestellt, nicht ich. Oh, Schafensenf. Hey. So, wir haben gegessen. Und ja, dann haben wir so... Und irgendein so ein Scheissvogel hat mir auf die Hure auf den Karren gekackt. Das geht. Haben wir nicht noch wieder Kühe. Wie geht's? Ich bin müde. Ein bisschen. Hallo. Hallo? Machst du nicht so? Nein, ich kann nicht mehr so Auto fahren. Aber man sieht es mehr, es ist am Huren geht. Das wäre zu Amsterdam. Ja, nicht ganz, aber fast. Ich bin voll im Meer, das Haarlemmeer, irgendwo in der Nähe. Ohne Witz, das heisst so in Haarlemmeer und dann fährst du 20 Minuten, dann kommst du so in ein Naturschutzgebiet, obwohl es eigentlich nicht so schützig ausgeht. Es hat einen riesen fetten Parkplatz und es hat 1000 Leute, wir haben keinen Parkplatz gefunden, wir müssen illegal parkieren. Ja, Foodhallen-App. Aber du kannst auch... Aber schau mal das Fleisch an von denen. Richtig gross. Brauchen wir hier von dieser Vinaigrette. Das muss für alle länger. Weil ich so eine coole Alte bin, habe ich 4 bekommen. Ich glaube, einer kann einfach nicht zählen, weil es so ein Trance war. Dann habe ich gefunden, oh Scheiße, es ist schon 4. Also jetzt wird geschlabbert. So geil. Wieder etwas Meerwasser hat ins Gesicht gekisst. Einfach geil. Sollst du uns nehmen? Oder wollen wir noch ein gutes Foto davon machen? Das zeigt der Influencer-Chef. So. Ich habe ein Stäbchen Probe. So. Achtung. Ja, leider ein kleines Mund. Nur anfangen. Bitterbollen. Und da siehst du noch gut. Bitterbollen Bouillabaisse, also wahrscheinlich irgendetwas mit Fisch. Das ist irgendwie fischig, aber irgendwie auch nicht. So, jetzt sind wir für das erste Mal relativ gut genährt, nein, sehr gut genährt. Und jetzt gehen wir mal schauen, ob unser Hotel noch steht. Wir waren schon mal in dem, es ist eigentlich sehr schön und ich hoffe, Corona hat nicht irgendwie einen Abriss, einen Abbruch da an dem. Ich freue mich richtig. Es ist über 1000 Grad.
es ist so dreckig. Das sieht noch so aus wie der. Ja. Ja, ich bin jetzt froh, sind wir da. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir machen Versuch Nummer 2 vom Zimmer Nummer 2 und ich darf hier filmen, weil es ist hier einfach zu eng. Es ist lieb. Ihr seht, wie eng. Donis ist nicht mega breit. Mal schon, aber nicht so breit. Also ich darf jetzt die Tür auftun. So. Und unser Bett vorhin war so breit wie eins. Und wisst ihr, was der Raum jetzt kostet? 15 € mehr. Für 15 € musste ich meinen scheiß Koffer jetzt wieder zusammenpacken. Also sorry, oder? Hallo. Guten Morgen. Wir sind irgendwo in einer Gracht. Sagt man das so? Wir haben zum Morgen einen Ort gefunden. Jetzt müssen wir hier etwas essen aussuchen. Dann schauen wir mal. Es wird heute verdammt heiß. Oh, sie haben Shakshuka. Könnte ich eigentlich nehmen. So richtig typisch. Amsterdam ist noch nicht so sagen, Niederländisch. Holländisch, Holland, wunderbar. Also muss ich es rühren oder kann ich es einfach so trinken? Ich bin keinen Kaffee trinken, normalerweise. Ja, das ist okay. So, ich muss ein bisschen Fett auf die Seite schieben. Geile Shakshuka. Ein israelisches zum Morgen. Richtig feine Liebes. Fett ist nicht grusig. Kann man sich geben. Ich sollte mal Tomaten essen. Ja. Die fahren alle Velo, wie Kranke, wie gestört. Ich weiss nicht, ob sie einfach besoffen sind, einfach kein Risiko mehr kennen. Aber sie haben es irgendwie hure im Griff. Aber weißt du, Touristen jetzt auch noch? Ich würde, also ganz ehrlich, lieber ÖV fahren als mit dem Tram, als mit dem Velo. Hey, wirklich, Amsterdam ist Geld zum Fressen, zum Saufen. Es ist einfach so. Planlos am Umlaufen. Ja, aber das ist im Fall das, was am besten ist. Und dann kommst du dann irgendwie los, nicht mehr da und dann erfährst du viel Zeug. Also gar nicht zu hart planen, wenn man einen Städtetrip oder eine Städtebesichtigung macht. Es ist einfach ein bisschen bewölkt und manchmal hat es Anflüge nach Piss. Machen wir jetzt? Jetzt warten wir das Uber-Taxi und dann gehen wir in die Foodhall und etwas essen und dann gehen wir wieder ins Hotel. Over 300 meter. Rechts afslaan. Wir sind wieder in der Foodhall, aber es ist geil. Das ist wirklich eine absolute Empfehlung. Zeig mir die. Ich weiss es selber nicht. Ich habe jetzt hier Tapas von Taqueria. Nein, aber schau jetzt mal was, ich kann das nicht so essen. Achtung, es wird übel. Ich brauche auch mehr Wärmwürste, aber verdammt gut. Noch ein Dessert, bevor wir ins Hotel zurückgehen. Ja, so. Schöne, salzige Pouletfüllung. Herrlich. Feiner Teig, das ist so gut, wirklich. Ich hätte das selber machen können, aber ich habe das nicht, ich habe keine Nerven.
Wir sind jetzt unterwegs in die Seafood Bar und dort gibt es die geilsten Meeresfrüchte auf dieser Welt. Wir haben uns so gefreut. Das letzte Mal etwa vor 6, 7 Jahren und es war wirklich ein Erlebnis. Und ich hoffe, heute gibt es wieder so eine richtig gute Meeresfrüchteplatte. Los! Und wie findest du das? Hure viele Sachen hat es. Ja. Ja. Mega viel Meeresfrüchte. Ey, nein, es ist das Paradies. Achtung. Sorry. Was wäre das? Ist so gross wie die Kopf? Nein, ist grösser als die Kopf. Ist so gross wie meine Ranze. Morgen. Hallo! Wo sind wir? Wir sind immer noch zu Amsterdam und jetzt fahren wir aber gleich ab auf Brüssel. Das ist in Belgien übrigens. Und wenn dann wieder alle fragen, warum du hingehockst, weil es hier keinen Platz hat, weil ich da mein Zeug. Also jetzt fahren wir. Hoffentlich da schon gespeichert. Irgendwo hier. Ja, das rechnet jetzt mal, kann man vielleicht etwas dazu sagen, dass es ernsthaft regnet. Aber vorgestern war es 38 Vorgestern war es vorgestern war 8 oder 39 Grad. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, so richtig geil schwülfeucht. Aber voilà, kühler als vorgestern. Wir haben 2 Stunden 55 Brüssel. Wir müssen wirklich mit in den Kuchen rein. Wo sind wir jetzt? Brüssel. Wie findest du es? Ja, mega. Wie findest du so den Brüsseler Nationalfeiertag? Ja, wir haben, heute ist Nationalfeiertag, wir hätten eigentlich shoppen. Also heute Brüssel Nationalfeiertag, von Belgien der Nationalfeiertag. Ich muss mich noch korrigieren. Und wir haben uns natürlich sehr mit dem Land auseinandergesetzt, zu wissen, dass natürlich heute alles geschlossen ist. Also wir brechen es extrem gut. Weil offenbar darf oben gerade ein Staatsempfang ist oder irgendein gröberer Unfall oder beides. Hallo, Hallo! du musst warten auf mich. Ich bin seit gefühlt 4 Tagen am Warten. Was wartest Ich warte, dass gefotogt ist, dass gefilmt ist, dass ausgeräumt ist, dass man Entchen hat gesehen, dass man... Endlich hast du aber schauen, wo Ja. Europapark. Aber immerhin etwas Cooles. Wir mal vorwärts Ja, machen. aber ich muss auch noch schnell die Aufnahme machen. Also wir haben hier einen mega lustigen Parkplatz. Das Hotel. So. Was ist hier? Ich habe Angst vor diesem Zimmer. Warum? Weil das andere ist so scheiße das erste. Das ist okay, glaube Das ist gut. Es hat ein grosses Bett, das ist sehr wichtig bei grossen, breiten Menschen. Ciao, ich bin beim Grossi daheim. Das ist doch klein. Aber es ist egal, es muffelt doch nicht. Also ich finde das Fernsehmöbel extrem sexy. Sexy. Und es hat eine Klimaanlage. Grosses Bett, Klimaanlage. Minibar. Warte, jetzt hast du was drin. Willst du näher schauen? Die ist leer. Also. Und ein bisschen dreckig. Hallo! Soll ich reden? Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Ah, das stimmt. Also, heute ist Freitag und heute startet das Tomorrowland und ich will jetzt gerade 2 verschiedene Bänder anlegen. Das ist, wie heisst das? Gibt es einen Namen für das? Offiziell. Das offizielle Tomorrowland Bändeli und da hat es so ein Teil oben drauf und das heisst, glaube ich, elektronisch und da kann man dann irgendwie so Geld drauf laden. Ich habe kein Geld drauf, der Stefan hat auf seinem Geld drauf. Aber ich muss jetzt das mal anlegen. Und was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir warten, bis der Bus kommt. Der kommt um 12 Uhr, sollte er kommen. Und dann werden wir aufgepickt und dann gehen wir Richtung Boom. Es geht, glaube ich, etwa 25 bis 30 Minuten, dann sind wir dort und dann... Keine Ahnung, müssen wir auch mal schauen, wo der Eingang ist. Jetzt gehen wir jetzt. Jetzt gehen Wir haben noch so viel gefloggt. ja, weil wir auch nicht so viel gemacht haben. Jetzt gehen wir 2 Tage zum Möhrenland. Heute müssen wir keine Videos machen. Ja. Ich kann kein Video schneiden. Heute sind wir einfach später unterwegs, weil wir einfach alt sind und nicht so lange mögen. Und wir heute aber gerne den Sonnenuntergang möchten genießen von der Mainstage. Ja. Das ist es gerne wert. Heute hätte ich so gerne einen Teller Pasta. Ja, nicht schön. Aus dem Fall nicht Absicht, dass ich den habe bestellt. Was hast du bestellt?
Wir schauen. Ich habe geschaut, was für ein Auto kommt. Hast du das Handy? Ja. Wegen? Das ist der massiv grosse Eingang. Es geht recht schnell, bis du drin bist. Also, gestern hatten wir etwa 10 Minuten gehabt, und heute sieht es nach 5 Minuten aus, oder 3 Minuten sogar. Ich habe so Freude. Hier kann man gerne hocken, so Zeug essen. Es ist immer recht voll, aber es ist immer alles recht voll. Von dem her, ja, ich werde wahrscheinlich nach diesen 3 Tagen Menschen wieder wahnsinnig abstoßen. Let's go. Kein asiatischer Scheißfood oder Weissbrot, Sandwich, Scheiß, Burger. Oh, gut. Jetzt sind wir dann in Paris. Ja, also jetzt, wo wir 4 Tage ja, für sich nicht am Karren sind gehockt, ist es jetzt nicht so schlimm. Und wir machen immer eine gute Pause. So alle 1,5 Stunden gibt es mal eine Pause. Und dann finde ich es easy. Enchanté. Oder noch, Simon? Und dann ein Nummer. So, dann kommt jetzt. Es ist gross mit der Klimaanlage. Ist gut, kannst du kommen. Kann ich kommen? Und einen grossen Fernseher? Und eine Hundewand. Okay. Wir nehmen es. Das ist nicht scharf. Ist egal. Enchanté. Danser. Garçon. Hallo, wir sind in Paris. Und wir stehen Mega gut. vor dem Eiffelturm. Und ja, es hat mega viele Leute, es ist recht warm. Ich weiss nicht, was wir heute noch machen, aber ich glaube, wir müssen dann mal etwas Dünnes nehmen, oder? Ja. Gut. Also dort kann man jetzt nur rein, wenn man zahlt. Also du kannst den Eiffelturm von hier schauen. Und gleich musst du dort zahlen. Ja, du musst für alles zahlen. Also, das ist eine Stadt, wo du musst bücken bis zum Anschlag. Wir bringen nicht beides drauf. Weil entweder bist du zu klein oder das hier ist echt zu gross. Was kannst du sonst noch so erzählen? Also von Paris oder von diesem Uhrenturm? Von diesem Uhrenbaguette. Von diesem Uhrenbaguette. Also ich war einmal oben drauf mit dem 10. Schuljahr. Dort oben? Nein, wir sind nicht ganz rauf. Also dort in der Mitte? Ja, auch etwa. Okay. Und man kann rauflaufen, das hat einen Lift und du musst einfach für alles zahlen. Also wir gehen eigentlich nur wegen mir daher, weil wir ins Disneyland gehen. Also ich gehe ins Disneyland und du kommst mit. Freue mich Ich sehr. fahre im Tomorrowland, nur dass du dort bist mit. Ja, gerade muss ich sagen. Enchanté. Sollen wir hier mal etwas trinken? Doch, ich möchte gerne nie flaggen, merci. Das ist italienisch und französisch. Das ist scheissegal, Mann. Nee, so die ganze asiatische in einem verfickten europäischen Land. Also dem,
möchte dir nur sagen, was für eine Ehre es für mich ist, als Lehrling einer solchen... Nein, du erst. Was machst Wir gehen jetzt zum Napoleon ins Grab. Enchanté. Ich mache jetzt eine Dokumentation über dich, wie viel das du Fotos und bleibst stehen. Was machst du, Häsi? Also, sie verlangen jetzt einfach für alles Geld. Das ist, ja gut, das ist eben schon sehr lange her. Ich bin glaube ich vor, sagen wir 15 Jahren bin ich hier gewesen. Und dann hast du einfach noch reinlatschen und heute nehmen sie es von den Lebenden. Aber ja, du kannst im Fall einfach von Napoleon Grab googeln. Heute haben wir den letzten Abend in Paris. Weil morgen geht es Richtung Disneyland. Und heute gehen wir noch richtig fein essen. Hoffentlich koreanisch. Ja, bin gespannt, was es gibt. Hoffentlich Fleisch. du? Morgen. Dann gehen wir ins Disneyland. Freue mich, meine Morgen. Wir gehen ins Disneyland! Los! Das Hotel! Endlich wären die Ferien noch gut! Das Handy geht fast raus. Nein, es geht eben nicht raus, Häsi. Es sieht nur so aus. Also, jetzt sind wir im Disney Village. Und alles, was ich hier sage, ich habe es probiert, ein bisschen zu recherchieren auf YouTube. Aber wenn man das erste Mal in einem Park ist, ist es einfach immer sehr kompliziert und man einfach nicht weiss, um was es geht. Aber das ist eben das Disney Village, da kannst du am Abend fressen. Es hat verschiedene Restaurants, es hat zum Beispiel eben, wie hier siehst, ein Mac oder das Steakhouse und so weiter und so fort. Das hat am Abend, glaube ich, eben länger offen. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht erzähle ich einen riesen Bruch, aber... Willst du nicht mehr? Nein! Für jemanden, der ein Disney-Fan ist, hat es natürlich einfach mega viel Sujet und Details und so. Ich würde jetzt sagen, ich komme relativ gut nach in dieser Disney-Welt. Ja, ich sehe an jedem Weg wieder etwas, was ich einfach geil finde. Aber es hat auch seine Schattenseite. Der Park ist relativ klein, relativ wenig Bahnen. Also ich kenne natürlich den Europapark sehr, sehr gut. Das, was du im Europapark für das Geld, das du hier ausgibst, bekommst, ja, ist einfach vom Wert her doppelt so viel. Also es ist einfach wirklich hure teuer. Aber ich glaube, du darfst die zwei Parks gar nicht vergleichen. Also, weil das ist, ja, man merkt einfach schon den Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Ich glaube, das fängt dort schon an. Aber ich habe hure Freude, ich finde es hure geil, ich genieße es. Aber ich wäre jetzt sicher nicht jemand, der eine Jahreskarte hier braucht. Für was auch? Guten Morgen! Ich bin schon unterwegs im Park. Es ist jetzt 8 Uhr, um 8:30 Uhr. Der Park schon auf für die Hotelgäste und ich wollte noch ein paar Bahnen machen, bevor wir dann heute abreisen, heimgehen. Also zuerst noch zum Morgenessen. Also ich bin jetzt vor dem Morgen gehe ich in den Park. Jetzt habe ich ein scheiß Haar. Und ja, ich habe so 3-4 Bahnen, die ich noch gerne machen möchte. Und ich habe die Hoffnung, dass eine Stunde vor der richtigen Parköffnung, dass wir nicht mega lang anstehen muss. Darum, let's go. Bis jetzt ist es noch relativ ruhig hier. Hier in diesem Steakhouse sind wir übrigens gestern zu Nacht essen. Und jetzt einfach alle, die nie im Disneyland waren, einfach als Tipp. Tut, bevor ihr hierher kommt, 2 Monate im Voraus, ein Restaurant reservieren für zu Nacht essen. Wir hatten gestern einen Schwenk, dass man sie suchen kann. Also du kannst Glück haben und einfach in das Restaurant reinlaufen und dann kommst du einen Platz über. Aber wenn du 100%ig sicher sein willst, reservier. Ja, der mit dem Food ist allgemein so ein bisschen speziell. Also das Essen und das Trinken ist relativ teuer. Es ist wirklich teuer, auch für Schweizer Verhältnisse. Und man muss wirklich sagen, für das, was man bekommt, ist das Essen jetzt, naja, ganz ehrlich. Also wenn ich es vergleiche mit dem Europapark, bekommst du im Europapark viel höhere Qualität über und viel mehr fürs Geld. Also allgemein.
Also wer Mod sagen wir Europaparker sind familienunfreundlich und teuer, das soll bitte mal Tag ins Disneyland gehen, der wird nie mehr etwas sagen. So, hier haben wir den Eingang. Da, also hier kommst du durch. Und jetzt, weil wir Hotelgäste sind, kommen wir viel schneller durch, weil es gibt relativ viele so Sicherheitscheckpoints. Ja, die sind in Paris auch gegenwärtig. Also oder in Frankreich, also ich weiß nicht, also ich rede jetzt mal für Paris. Es gibt in vielen Hotels gibt es Sicherheitscheckpoints, wo sie einfach die durch den Metalldetektor durchlassen. Ja, da kann man sich aufregen, aber eigentlich auch nicht, weil das ist von Menschenhand geschaffen, das verdammte Scheißproblem, dass wir einfach Schmutzmenschen unter uns haben. Ich kann es nur so sagen, ganz ehrlich, lieber 2, 3 Sicherheitscheckpoints mehr und dafür hast du einfach keinen Stress. Oder du musst Panik haben oder sonst irgendetwas. Oh, da ist Musik laut. Also die gehen jetzt auch dort anstaffen, dass sie als erstes im Park sind. Da ich allein unterwegs bin, bin ich hure schnell. Also nicht gegen Stefan, aber ich habe mir wirklich einen Plan gemacht, welche Bahn als erstes. Tack, tack, tack. Da hat es eine Schlange, für das sie mit irgendeinem Viech Fotos machen können. Also wirklich, es tut mir so leid, aber das musst für einen Freak sein, weil du eine halbe Stunde für diesen Shit anstellst. Das ist irgendein Student in einem scheiß Kostüm, hallo? Meine 2 absoluten Favoritenbahnen sind Pirates of the Caribbean und da der Mountain Thunder See. So geile Bahnen. Bitte in Europapark zügeln. Ey, so lustig, wirklich. Ich könnte stundenlang fahren. Bonne journée.